Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass Son Gohan ein bisschen gelangweilt ist. Kann das sein? Naja, wie dem auch sei. Willkommen zurück zu Dragon Ball Z Legacy of Goku 2, auf gut Deutsch das Erbe des Goku. Natürlich im Vorderpunkt ist heute, vor allem in diesem Spiel, natürlich ganz klar Son Gohan. Halte Gokus Erbe. Und ab zu Freezer. Denn der ist bekanntlich immer mieser. Und noch was gesehen. Das müsste Stärke sein. Stärke habe ich Lust. 1 gefunden. Yeah, ich kann's noch. Geil. Trottel. So. +1 kann man ruhig verwenden, Leute. Also wenn wir doch mal eher die mit +3 oder sogar +5 eher aufbewahren für andere Charaktere noch. Ciao Su, hey, wie geht's? Ich hab Angst, willst du nicht auch, Gohan? Naja, geht. Hey, Tenshinhan, alles klar? Hey Mann, jetzt geht ja gleich die Post ab. Jo. Eine solche Energie habe ich noch nie gespürt, auch nicht annähernd. Es kam mir so vor, als wäre das nur die Spitze des Eisbergs. Was soll man erst zu Golden Freezer sagen, hallo? Ich will dir keine Angst anjagen, aber ich spüre 2 Energiearten, die in diese Richtung kommen. Und es fühlt sich an wie Freezer! Oh mein Gott, hat sich geklont! Bulma? Alles klar? Ich bin hergekommen, um Freezer zu sehen, aber Yamcha ist böse auf mich. Weißt du, was Freezer tun würde, wenn er dich hier findet? Natürlich weiß ich das. Er wird hier runterkommen und den Planeten in die Luft jagen. Das konnte sie damals schon, nicht erst bei Battle of Gods und so. Aber ich will ihn sehen, bevor er das tut, ja? Was ist darum falsch? Außerdem ist er irgendwie süß. Es ist erstaunlich, dass du dich jedes Mal, wenn du den Mund aufmachst, als Vollidioten entpuppst. Oh mein Gott, wie kommen die beiden bloß? Ist egal. Vegeta ist so undurchschaubar, dass ich jetzt sagen, was ihn antreibt. Er hat schreckliche Dinge getan, aber ich denke, ich sollte ihm vergeben. Das ist, was Goku tun würde, oder? Naja, so naiv ist er ja. Ich fürchte mich vor Freezer, aber ich muss bei Yamcha bleiben. Ja, bleib mal schön. Vegeta. Also Kaka hat am Ende versagt. Freezer ist ihm noch am Leben und er kommt hierher. Woher weißt du das? Vielleicht ist es jemand anderes. Ich weiß eben, Wissen ist mein Geschäft, was bei dir nicht der Fall zu sein scheint. Hey, was soll das denn heißen? Dass du doof bist. Wo ist eigentlich Piccolo? Da oben ist er! Okay, sind alle da? Gut. Nördlich dieses Gebiets, dieses Gras befindet sich der Ort, wo Freezer landen wird, wa? Bist du sicher, Vegeta? Ja, ich bin natürlich sicher und jetzt sei still, ich will nicht, dass er mitbekommt, dass wir auf ihn warten. Sobald du bereit bist, gegen Freezer zu kämpfen, überquer diesen Grat. Ich will kein Blatt vom Mund nehmen. Da Goku nicht hier ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass keiner von uns den Kampf gegen Freezer überleben wird, aber wir müssen es zumindest versuchen. Irgendwie das Gleiche, wa? Naja. Jo, also Erde, tschüss, war schön mit dir. Ich gehe da mal in den sicheren Tod, wa? Okay, Freezer, zeig dir, wo bist du? Ich will dich platt machen, Freezer! Was ist jetzt passiert? Verdammt! Vegeta muss kacken, oder was? Ding, ding. Was ist mit Freezer passiert? König Cold. King Cold. Das ist also die Erde. Wie niedlich. Ja, sehr niedlich. Irgendwie passend, dass die Saiyajins auf diesem winzigen Planet zu Hause sind. Was, Vater? Ehrlich, Freezer, wir hätten diesen Planeten einfach vom Weltall aus zerstören können. Ach, Vater, das würde uns doch den ganzen Spaß verderben. Ich will meine Rache genießen. Bis zum bitteren Ende. Ja, der gibt niemals auf, auch als Mecha Freezer, als Gold Freezer nicht, aber das ist ein anderes Thema. Es ist seine Schuld, dass ich diesen kybernetischen Körper stecke. Er hat mich gedemütigt. Das ist eine gute Frage, war, wieso muss er diesen Körper haben, weil in Resurrection F ist er wieder ganz alte, aber wie gesagt, das sind andere Logiken. Wenn Goku nach Hause zurückkehrt, wird alles, was er kannte, liebte, in Schutt und Asche liegen. Er wird den Zorn Freezer spüren. Nicht, dass ich diesen Ort einfach toll finde, aber... Und trotzdem verstehe ich nicht, so wie diese erbärmliche Schlammkugeln einfach zerstören können. Die Schlammkugel? Hallo, ist voller Wasser. Wieso, Vater? Du hast mir doch selbst die hohe Kunst der Rache beigebracht. Lass mich dir demonstrieren, indem ich die Freunde des Saiyajins nach dem anderen pulverisiere. Ach, herrje, er wird sicher überrascht sein, nach Hause kommen, niemand auf ihn wartet. Außer mir. Soldaten! Wow, geile Armee. 6 Personen. Krass.
Ich will, dass ihr sofort mit der Suche nach den erbärmlichen Freunden Saiyajins beginnt. Und wenn ihr sie gefunden habt, dann keine Gnade. Kuckuck, bin da. Halt, nicht so schnell. Du musst Freezer sein, wa? Oder ich wollte schon lange persönlich noch kennenlernen. Oh, wir haben einen Gast. Also wie riesig King Cool einfach ist. Hier soll er dich zerstören. Oh, lauf bist du nicht wahr, Vati? Du weißt nicht, was du dich einlässt, Junge. Ich weiß sehr genau, wenn ich mich einlasse, Freezer. Und ich kann auch sagen, ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Damit ihr es wisst. Ich werde auch einen für alle Mal erledigen. Wer ist der Kerl? Er hat eine gewaltige Aura. Seine Aura ist denen Freezer weit überlegen. Nein, unlogisch. Ist noch gar kein Super Saiyajin. Unglaublich, das Vergleich habe ich aber noch nie gespürt. Noch unlogischer. Wo kann jemand herkommen, der eine solche Energie besitzt? Sag jetzt lieber nicht. Zumindest kann man sagen, dass diese kleine Kreatur einen guten Sinn für Humor besitzt. Genug gewitzelt. Ihr beiden werdet gleich rausfinden, was es heißt, gegen einen echten Super Saiyajin zu kämpfen. Und ich spreche nicht von Son Goku. Was? Du bist echt komisch, Junge. Oh yes, man. Blood-Style. Das kann nicht sein. Das ist ein Super Saiyajin. Autsch, Autsch, Autsch. Autsch, Autsch. Ach, da hat also Gohan nach dem Trick bei Cell Junior. Boom. Freezer, mein Sohn. Super Saiyajin, ich bin beeindruckt. Es kommt nicht oft vor, dass man einem Kämpfer deines Kalibers begegnet. Ein Talent, so wie du es besitzt, fließt mir Respekt ein. Ich bin ja vom Stolz geblendet, wie mein Sohn es war. Schließe mich an ihm Freezers Platz an meiner Seite als oberster Herrscher des Universums. Wow. Kein Bock, Mann. Voll die Frisur als Ultra Saiyajin. Dann mach dich halt platt. Viel Spaß. Oh Mann, ey, was für Luschen. Sup. Servus Leute, na, alles klar. Ich bin unterwegs an einem Ort in der Nähe, um Son Goku zu treffen. Wollt ihr mitkommen? Seltsam, woher weiß er über meinen Vater Bescheid? Folgt mir einfach. Tschüssikowski! Was zum Henker? Irgendwas kommt in diesem neuen Typ bekannt vor. Kann ich genau sagen, was es ist? Ich kann mich auch nicht kennen. Soll ich jetzt spoilern? Nee, ich lasse mal noch. Ich weiß nicht, was er ist, aber er ist kein Super Saiyajin. Wieso? In Haaren, weil Saiyajins nur schwarze Haare haben. Naja, so was eigentlich braune Haare begeht, aber das ist ein anderes Thema. Gohan ist ja sehr geheimnisvoll. Wer ist der Kerl, woher kennt der Goku? Ja, wer kennt Son Goku nicht? Sogar das aus Blattlet kennt ihn, also hallo. Ich bin echt froh, dass der Typ hier aufgetaucht ist und sich um Freezer gekümmert hat. Hat jetzt ziemlich einen Schiss, ehrlich gesagt. Ja, man hat's gemerkt. Man sieht seine Hose übrigens. Ich glaube, ich soll diesem Kerl bisher folgen. Na gut, die anderen sagen immer das Gleiche. Er wird Son Goku treffen, er behauptet, dass es Goku gut geht. Jo, gehen wir. Papa, wir kommen! I believe I can fly. Jupp. Da sind wir alle vereint. Jupp. Was geht? Natürlich, wie geht denn mal eine Spitze? Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe Son Goku nicht. Papa, wo bist du? Son Goku! Der größte Kampf des Universums! Ist nicht hier. Kumpel, das mir verarscht. Also, ich bin ihm ehrlich gesagt noch nie begegnet, aber ich habe nur von ihm gehört. Wo weiß ich denn, dass er dort ankommen wird? Nun, das ist, es tut mir leid, ich kann es nicht sagen. Wieso nicht? Ich werde es erst sagen, weil du zum Schilder führst. Erzähl's uns, harte Bursche. Wer bist du? Ich wünsche, ihr könntet es euch verraten. Es tut mir leid. Als du Freezer und diesen anderen Kerl besiegt hast, was ein Super Saiyajin, oder? Ja, das stimmt. Mann, ey, das gibt doch nicht, ey. Das ist eine Lüge, Kakarott. Den du Son Goku nennst, und nicht die einzigen Saiyajins übrig sind. Kakarotts Junge hier ist ein halber Saiyajin. Immerhin sind wir als zu dritt. Du kannst überhaupt kein Saiyajin-Blut an Adern haben. Tja. Wie keine Antwort, dachte mir schon. Son Goku soll im Moment hier ankommen. Jo. Aber nicht so in der Haarfarbe war. Also echt nur Anime-exklusiv. Ich dachte, im Manga stand das auch, aber egal. Eine Kapsel mit Son Goku in seltsamen Klamotten.
Sind ja alle. Papa! Willkommen zurück auf der Erde, Son Goku. Hey Jungs, wer wusste denn, dass er hier sein würde? Wir sind ein bisschen perplex. Der Typ hat es uns gesagt. Ich glaube, er ist ein Fan von dir, ein geheimnisvoller Mann. Was hältst du über dich, Papa? Hey, aber was zum... Ich wusste genau, wann und wo du ankommen würdest. Wie kann das sein? Wir haben uns noch nie getroffen. Wir kennen ihn gar nicht. Er muss die Spuren des Schiffs im Weltall verfolgt haben. Echt? Wo ist übrigens Freezer? Ich spüre, dass er auf dem Weg hier war und versucht so schnell wie möglich herzukommen. Dieser Typ hat ihn besiegt. Er hat einen Super Saiyan verwandelt und ihn auseinandergenommen. Goku kann ich kurz mit dir unterhalten. Und weg ist er. Okay. Wo gibt denn? Die Geheimniskrämerei, tut mir leid, aber du musst mir wirklich dein Wort geben, dass du niemandem erzählen wirst, was ich dir jetzt sage. Naja, ich hatte noch nie ein Problem damit, Geheimnis für mich zu behalten. Sicher doch, du hast mein Wort. Ich heiße Trunks. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen seltsam an, aber ich stamme nicht aus dieser Zeit. Ich bin mit einer Zeitmaschine hergereist, aus 20 Jahren in der Zukunft. Echt, aus der Zukunft? Das ist ja unglaublich. Ja, Vegeta hatte recht. Nur er, du und Son Gohan haben Saiyajin-Blut in ihren Adern. Und ich habe meins von ihm. Er ist mein Vater. Nein, das geht nicht! Du kannst nicht mein Vater sein! Achso, nee, ist falscher Film. Falsche Serie. Warte mal, soll Witze. Ich könnte in 2 Jahren geboren werden. Ha, wirklich wegen dir Papa werden. Ich bin hierher gekommen, um dir das zu erzählen. Ich muss mit dir über etwas anderes reden. In 3 Jahren, am Morgen des 12. Mai um 10 Uhr werden 2 mächtige Wesen auf der Amimbo-Insel auftauchen. Sie haben furchtbare Kräfte, sogar nach unseren Maßstäben. Sie sind Monster, Son Goku. Sobald sie auftauchen, wird die Erde und alles, was ihr kennt, für immer verschwunden sein. Was, sind sie Außerirdische? Nein, sie sind Cyborgs und wurden hier auf der Erde erschaffen. Ihr Schöpfer ist Dr. Gero, der Anführer der Red Ribbon Army. Erinnerst du dich an ihn? Ja, ich habe ihn doch besiegt. Du meinst, er hat überlebt? Übrigens, er erwähnt es auch so im Manga und im Anime, aber ich kann mich nicht erinnern, dass er weder im Dragon Ball Anime noch im Dragon Ball Manga jeweils von einem Dr. Gero die Rede war. Also mein vor Dragon Ball Z jetzt hier. Damals, als Son Goku noch ein Kind war und eben, also Kind, der 15, 16 war, glaube ich, war. Oder die Red Ribbon Armee angegriffen und besiegt hat. Ich kann mich echt nicht erinnern, dass er da mal die Rede war von einem Dr. Gero. Aber gut, das ist halt schon eine Weile her. Ja, wird einfach schulden. Hör mal, es tut mir leid, dass du sagen, Son Goku. Dr. Gero, komm, lass meinen Fehler nur noch schwer bereuen wirst. Der arbeitet vermutlich schon in diesen beiden Cyborgs, wenn wir uns hier unterhalten. Ich bin mir nicht sicher, wo sich sein Labor befindet. Wenn ich es wüsste, würde ich ihm einen Besuch abstatten, nicht dir. Du hast Freezer doch blitzartig besiegt. Und das sind diese Cyborgs nach allem, was du sagst, noch stärker als du? Das sind sie. Mich zu jagen ist eines ihrer Lieblingshobbys. Aber steht 2 gegen 1, also kann ich nicht viel tun, außer weglaufen. War 2 gegen 1, was mit den anderen? Hilft etwa keiner? Bist du so ein Imo oder was? In 3 Jahren werden die Spezialkommandos der Erde ausgelöscht sein. Ich bin der Einzige, der übrig ist. Piccolo ist weg und mit ihm natürlich auch die Dragon Balls. Also haben wir auch nicht die Möglichkeit, einen von uns mit Hilfe eines Dragon Balls wieder zu beleben. Eines Dragon Balls vor allem. Eines Wunsches der 7 Dragon Balls wohl eher. Warte, Moment. Und mit mir haben sie mich auch besiegt? Nein. Bald wirst du mit dir einen neuen Virus einfangen, der das Herz angreift. Du wirst es nicht überleben. Was? Das ist doch aber doof, von einem blöden Virus getötet zu werden. Och Mann, ey, wir gegen die Cyborgs kämpfen. Come on, wir bekommen nicht mal die Gelegenheit, gegen sie anzutreten. Du bist ein tapferer Mann, Son Goku. Ich bin froh, dass ich zu dir gekommen bin. Hier, nimm das, es ist ein Medikament. Jetzt gibt es noch kein Heilmittel gegen den Virus, aber in meiner Zeit schon. Nimm es ein, wenn du krank wirst und du wirst es überleben. Du scherzt wohl. Wahnsinn, die das auch. Das schmeckt nach Weintrauben. Klar. Ich möchte verändern, meine Mutter hat mir erzählt, dass ich dir vertrauen kann. Deine Mutter kennt mich, wer ist sie denn? Bulma. Ach du heilige Scheiße! Bulma ist deine Mutter! Ja, so wie im Anime. Leise, sonst hören sie dich noch. Entschuldige, aber wie geht der Bulma? Das ist so viel für einen allein, das ist... Nee, ganz ehrlich, damals im Anime, die Szene damals mit Goku so von wegen, heilige Scheiße! Goku ist deine Mutter! Und Piccolo ist zusammengezuckt, was denn los? Und ich dachte mir so, hä? Echt? Die beiden? WTF? Ich kann mich nicht an meinen Vater erinnern, also war es wirklich toll, ihn zu treffen. Er ist ziemlich mürrisch, aber auch sehr beeindruckend. Und sagt den anderen bloß nichts von alledem. Andernfalls kann es sein, dass ich nie geboren werde. Das ist natürlich scheiße. Jo, sehe ich ein.
So, Leute, wir haben ein Problem, und zwar ein großes. Guck erzählt seinem Freund aus der Wanderung von der Zukunft. Mit Shuangs Anwesenheit, das war aber ein bisschen anders. Im Anime, im Manga bin ich jetzt nicht mehr so sicher. Und so haben wir 3 Jahre, um uns vorzubereiten. Ja, wir haben ganz schön schwer, das da durchzusteigen, wa? Sag mal, Kakarot, wieso erklärst du uns nicht, wie du von Namen gekommen bist? Nur weil du dieses lächerliche Kostüm hast. Ich habe diese Geschichte bis für ein andermal, ich hebe diese Geschichte bis für ein andermal auf. Ich wette, Chichi brennt schon darauf, mich zu sehen. Ja, Papa, lass uns nach Hause gehen, ja? Jo. Also bis in 3 Jahren. Am 12. Mai um 10 Uhr. Auf der Amembo-Insel, wenn ich so richtig Gedächtnis habe. Hey Guan, wenn du möchtest, kannst du in den Welten von hier trainieren. Oder mit mir hier ins Haus gehen, um Chichi zu überraschen, ja? Oh, Training kann nicht schaden. Würde ich empfehlen, Leute, immer die Gelegenheit nutzen, um zu trainieren, weil man weiß nie, wenn man ein Gegner um die Ecke kommt und boom, bist du weg. In der Wildnis gibt es noch Tiere, die in böse Wesen verwandelt wurden, als Galegione die Welt mit seinem Schwarz-Wasser-Nebel umhüllte. Durchgedrungen. Ein gutes Training haben wir sonst die beziehen sich auf den Film Garlic Juniors. Moment, wie ist es schon wieder? Die Dates des Garlic Juniors, genau. Wenn Garlic Juniors Glas in der Ecke des Bildschirms erscheint, bist du in einer Gegend, die vom Schwarzwasernebel infiziert ist. Gute Erklärung übrigens. Ich finde sowieso, der Film ist eigentlich noch ziemlich gut gemacht. Ah, nee, Moment mal, stimmt gar nicht. Ich Trottel. Nee. Also der Film passt natürlich schon ins Universum 7 und so weiter. In die Hauptstory auch ein. Aber nee, das ist ja das Anime-Special, genau. Weil Garlic Junior kehrt ja zurück, stimmt, das war was ganz anderes. Entschuldigung. Gerade ein bisschen verzettelt. Eben, es gibt ja 2, gibt den Film, der ist ein paar Jahre vorher. Da war sogar noch 3-4 Jahre alt sogar. Gibt es halt das Special im Anime selbst, wo er zurückkehrt und so, natürlich viel stärker. Und sogar ihn erneut bezwingt. Aber eben jetzt, wie alt war jetzt etwa? 8, 9? Ne, Moment, 7 müsste er sein, wa? Aua! Das tat weh, Mann. Aua! Da geht's weiter, okay, da oben. Aua! Ist nur ein Baumann. Aua! Ich würde sagen, Level-Ding noch drin war. Böse Schlange. Tschüss. So, was ist denn da für ein seltsamer Baumstumpf? Nur Deko, okay. Wow. Zu zweit das Viehs. Alter, das ist knapp. Das war jetzt zu knapp für meinen Geschmack. Ui, bin beinahe drauf gegangen. Ja, man merkt zwar, also. Muss schon vorsichtig sein. Dann hätten wir ein Level machen, vielleicht noch ein zweites. Die Schlangen bringen nicht mehr viel. Die Köder bringen noch etwas, das wird wohl für Vegeta sein. Jo. Das ist grün für Son Goku, blau ist für Vegeta, interessant. Ne, war gar nicht grün, die Tür war grün, aber nicht das Symbol. Also blau ist Vegeta, okay. Merken wir uns für später. Jo, das war's schon, war. Einmal rundherum. Mitnehmen. So ist das fein. Feines Happa Happa. Und neu gespawnt. Na, wo ist der Wuffi? Wo ist der Wuffi? Wo ist der Stecken? Wo der Energieball? So, geht doch. Wir sagen noch einmal. Warten nochmal Level Up und das reicht dann fürs Erste vom Training.
Zum Glück müssen nicht jeden Charakter so weit trainieren. Also als Gohan, weil Level 1, sondern bis Level 50, eine Weile hin. Das bei jedem Charakter, aber nee, vor allem gab es dann Goku kommt sogar erst auf Level 32 ins Team. Wenn ich mich richtig erinnere. Stufe 6, yeah, geil! Sehen die Werten überhaupt aus? Jo, geht doch langsam voran. So. Typ, würde sagen. Aua. Nur kurz speichern hinterm Haus. Dankeschön und Typ. Da gehen wir rein, wa? Und Chichi überraschen. Mama, bin zurück und Papa auch. Natürlich ist nicht in der Küche. Wo steckt denn die Frau schon wieder? Vom Fernseher, war ja klar. Wow, Son Goku, bist du es wirklich? Hallo Schatz, es tut mir leid, dass ich mich verspätet habe. Ich hätte Mama so nicht links abbiegen sollen, wa? Ist nicht so schlimm, du warst nun 1,5 Jahre weg. 1,5 Jahre! Ich dachte, war nur 1. Können Sie mir das antun? Die haben so einen Song gemacht. 1,5 Jahre oder 6, Mann. Es tut mir leid, Oh Goku, wir brauchen jetzt viel Zeit für uns selbst. Ich bin gar nicht mehr böse auf dich. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Wenn das alles normal wird. Tja, das ist eben das Problem. Die Cyborgs in 3 Jahren können die ganze Zivilisation zerstören. Wir müssen trainieren, damit wir auf sie vorbereitet sind. Was? Gott, du bist gerade erst angekommen und jetzt planst schon wieder an einen Kampf, Mann. Diesmal gehst du aber zu weit. Chichi, ich wollte doch nicht, dass diese Dinge passieren. Dann geh, aber Gohan bleibt hier. Ich will nicht, dass er all diese schlechten Angewohnheiten übernimmt, ja? Aber Chichi, wir müssen Gohan auf den Kampf vorbereiten, das ist wichtig. Gohan muss lernen. Ich will nicht, dass später mal ein Muskelprotz und ein Hirn aus ihm wird. Ich will nicht, dass unser einziger Sohn ohne Bildung aufwächst, so wie sein Vater. Mann, ey, da gibt's wohl nicht, ey. Das ist wohl wichtiger als Retten der Welt, wa? Also gut, guck, mach was du willst, aber das ist das letzte Mal, ja? Wenn es vorbei ist, wird Gohan den Rest seines Lebens mit Lernen verbringen. Ich armer Junge. Ja, und wie es hier weitergehen wird, mit dem Training in 3 Jahren noch und so weiter und so fort, bis zum Kampf gegen Cyborgs dann, das erfahren wir im nächsten Part bei Legacy of Goku 2. Bis dahin, ciao zusammen.